Dir froh Dich bestimmt, wer deng Atomzentral mam Joseph Sänger Dampfmaschine zu dienen huet, dat ass du awer wirklich etwas ganz Ernstes. Ma ja am Fond net. An enger Atomzentral gëtt wéi an enger Dampfmaschine Wasser erhëtzt, wobei Wasserdamp entsteht, wo man dann en hégen Druck kreien, an dëssen Druck dreift e Motor un. Ja, just dass man an der Atomzentral awer Strom machen. Ja, am Platz vun diesem Motor gëtt d'Energie op een Alternator iwwerdroen, also een Dynamo, an so entsteht dann elektrisch Energie. So Joseph, eng Atomzentral, die dämmt du awer lo net schwarz. Ja, dat ass den Hauptunterschied. An enger Atomzentral gëtt nämlich neicht verbrannt. Dat einzigste, was do entsteht, ass de Wasserdampf. An de gesimmer hei ham. An de Wasserdampf ass den lo radioaktiv. Nee, dat ass wirklich ist Wasser, an den Dampf do war nie mat Radioaktivitéit a Kontakt. An enger Atomzentral gëtt nämlich Wasser, wat durch Turbine geht, dono mat Killwasser gekillt, a fleist an engem Zonekreislauf zurück. Dat wat man Heidämpe gesinn, dat ass den Dampf vom Killwasser. Okay, dat muss der als awer lo vum Mino weisen, wéi den lo an engem Atomkraftwerk Strom produzéiert gëtt. Ja, ich gif jo gerne mat ihr an den Atomzentral ragoen, mir dat geht leider net, weil déi ugeschalt ass. Mir kommt mat ech kennen eng Schoul, du hunn se so eng am kleine Stoen. Ah, okay, ich hatte schon bald gedurcht, die hätten hei eng richtig Atomzentral stoen. Nee, Gott sei Dank net, mir an diesem Modell gesäit den awer och wéi funktioniert. Wie gesot, hei an diesem Reaktor gëtt neicht verbrannt, mir hei ginn Atome gespleckt. Kernspaltung vum Uran liefert hëtzt, déi dann iwwer verschiedene Wasserkreisläufer und Turbinen weitergelegt gëtt. So, mir Mr. Science, dat mat der Kernspaltung, dat muss ma awer lo bisse mi genee erklären. Ma ja, den Uran, de fën den so an der Natur. A wie all Material besteht och den Uran aus lauter ganz kleinen Deelecher, den Atomen. De Kern vun engem Uranatom gesäit stark vergréissert so aus. Ein Uran besteht immer aus 92 Protonen. Dat sind die Rotbullenhai. Die sind positiv geluden an die stoßen sich gegenseitig auf. Wären do net Neutronen, die hagel sind, an die halen dat ganz zusammen. Ah, Neutronen sind also so etwas wie Beton. Ja, genau. An Loginet der Atomkern mat méi oder Manner des Beton. An mir holen fir d' Atomspaltung den Urankern mat 235 Partikeln, den huet Manner Beton an dofir läist den de Splecken, wobei enorm viel Energie freigeht. Ja, fir den Atomreaktor zu starten, gëtt mat Neutronen op den Uran geschoss. Den Uran 235 bascht an herbei entstehen 2 neue Atomkernen. Bei dieser Spaltung geht komischerweise ein Deel vun der Gesamtmasse verloren. Ja, an dat huet den Einstein mat senger berühmtener Formel beschrieben. Energie ass gleich Mass mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Lo muss ich vorstellen, dat van eng Mass, die so klein ass wie die Heiten an Energie umgewandelt gëtt, dann huet genug Energie fir eng ganz Staat während engem Joar mat Strom zu versorgen. Ja, an dat geheist du lo einfach so wäsch? Ja, das ist just Theorie. Am Reaktor gëtt aber das enorm Kehrenergie benutzt, fir d Wasser zu hützen, wat dann Turbinen unreift, fir dann Strom zu produzieren. An Reaktion am Reaktor? Ma ja, die geht vun Länge weiter. Bei aller Spaltung flehen nämlich zusätzlich 2 bis 3 neue Neutronen wäsch, die ihrerseits Urankerne spalten können. Durch das gehen immer mehr Neutronen freigesetzt, an die Reaktion geht immer mehr sehr, und es geht immer mehr warm. Es kommt zur Kettenreaktion. So, Joseph, das ist ja aber dann bald wie ein Bomb. Ja, effektiv. So funktioniert auch ein richtig Atombomb. Mir keine Angst an einer Atomzentral, du kann das nicht passieren, weil du Hummer kein reinen Uran 235. Viele von den Neutronen, die bei der Reaktion entstehen, die gehen angefangen, ohne dass ein neuer Urankern gesplickt wird. Die Reaktion lebt also viel mehr kontrolliert auf. So, Mr. Science, aber tut das dann mit der Strahlung auf sich? Wo könnt ihr dann hier? Ja, den Uran an auch die anderen Atomen, die bei so einer Reaktion entstehen, zerfallen, indem sie von langen Partikeln aus ihrem Kern ausstoßen. Und dadurch ist das gefährlich. Zusätzlich entsteht auch noch elektromagnetische Strahlung. Ist die Strahlung dann so wie Lucht? Ja, just dass sie nicht gesagt und nicht spürt.
Wann mir so radioaktiv Material anatmen oder essen, da kann de Strahlung bei heiger Dosis als Genen an den Zelle verändern an so e Krebs auslesen. Joseph, an wie kann en an lo diesem Problem aus dem Weg goen? Ma ja, so lange gut angepackt als eigentlich kein Gefahr. Dat einzig, was ihr muss oppassen, dass dat kein Accident damit geschehen an dat ihr nicht an dem Welt kennt. Me, wenn dir dem Problem will ganz aus dem Weg gehen, dann hilft nimmen Apps. Und zwar ganz viel Stromspuren, für dat man keine Atomenergie mehr brauchen. Dafür denkt dran, Luchten aus und Telen aus. Mr. Science, aber da recht no Pisa. Okay, der Pisa darf danach gucken.